Hey, was schaust du so grusig? Du siehst aus, als würdest du immer lügen. Da auf Nummer 1. Komm mit Rückwärtstherapie und die Fehler ist gleich wieder rückgängig gemacht. Hey. Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen zur Rückwärtstherapie. Ihr seid da, dass eure Fehler wieder rückgängig gemacht werden. Wie ihr es habt gehört. Von liebe Kim. Danke Liebe fürs Intro. Krümel, danke Krümel an dieser Stelle. Hey, Folge 5 sind wir mittlerweile. Oh, das ist falsch. Oh, Folge das ist 4. wirklich falsch. Oh, yeah. Oh yes, jetzt Oh, habe ich yes, schon gedacht, wir haben Folge ja viel. Ja, jetzt habe ich gedacht, das geht ja mega schnell. Ja. Aber nein, Folge 4 von unserem Podcast. Willkommen. Rückwärtstherapie, wir sind Joy und Mario, herzlich willkommen. Jetzt haben wir etwa so 20 Mal begrüßt. Das macht man doch ein bisschen so. Fühlt ihr euch so richtig willkommen bei uns. Ich sage Ja. schon. Wie ihr seht, wir sind wieder im Wald. Alter. Geil. Ich habe gerade ein Bauch, merke ich nicht. Ich muss gleich ein bisschen vorlegen. Nein, bitte, du bist nicht faul. Ihr Ja. wisst es gar nicht. Das ist aber ehrenlos. Wenn hier so einer abgeht, so eine Woche furzt, Oh. das ist mega schlimm. Das ist fast schlimmer als die Hundescheisse, die hier Oh von ja, uns ihr liegt. wisst, letzte Folge, wir sind wieder genau da. Es ist Ja. nur irgendwie eine halbe Stunde später. Es ist nicht mal eine halbe Stunde später. Oh ja, es ist skandalös. Und es Jetzt stinkt schmecken wir es immer noch. wieder. Jetzt, wo du sagst, schmecken wir es wieder. Ja, ja. Ich habe mich gerade vorher ein bisschen dran gewohnt. Ja. Ja. Scheissgeruch. Aber wenn man so ein bisschen mieft, dann mieft es. Mm. Sollen wir den miefen? Nein, nicht. Schon nicht, oder? Nein. Nein. Man sagt eigentlich, wenn es stinkt, dann Wenn es mieft so es. ein bisschen riecht. Ja, wenn es ein bisschen riecht, dann mieft es. Genau. Ja. Hey, wir starten einfach gleich weiter mit der nächsten Folge. Boah, auch schon. Weil- Danke, habt ihr wieder eingeschaltet, wollte ich sagen. Ja. Wir nehmen einfach noch eine zweite auf, weil die Location ist so geil und wir haben so viel Bock. Yes, sir, yes, so sir. gute Laune, so gut. Ja. Oh, What the shit. fuck? What the fuck? Oh mein Gott, können wir nochmal? Das war so komisch. Nein, das war im Fernsehen komisch, aber... Ja, wirklich. Aber das kann... Aber warte schnell, das können wir jetzt drinnen lassen, das ist wieder easy. Da sind wir wie gesaved, hallo. Wir haben nicht viel Kamera, komm, wir müssen weitermachen. Oh Mann. Okay, Ist tut mir gut. leid, habe ich jetzt so Und sonst schneide ich dich komisch raus, das kann ich dann wirklich immer. da. Okay. Manchmal weiss man halt einfach auch gar nicht, was sagen in einem Podcast. Das ist ja so, wir müssen wieder ein bisschen oben runterkommen. Aber sonst soll ich einfach gleich starten mit etwas. Oder willst du? Ich will starten. Mach du! Ich will Perfekt, starten, perfekte meine lieben Liebes, wenn du Damen das sagst. Ich habe nämlich auch etwas vorbereitet, wieder mal. Nein, Oh shit. das ist crazy. Wo muss ich drücken? Nein, jetzt habe ich es wieder vergessen. Also du musst hier so und warte schnell, da geht jetzt noch die Jingle ab, dann geil. musst du stoppen, so, dann kannst du hier. Also, meine Lieben, jetzt kommt meine Kategorie, die ich vorbereitet habe. Und zwar ist unsere Lieblingskategorie. Entweder das oder das. Ja, ihr habt es gehört. Ich habe auch eins vorbereitet. Es Oh, entweder yes. das oder das. Let's go. Und das ist entweder das oder das. Die Kategorie kann ich mal schnell erklären. Zwei Szenarien, man entscheidet sich, welche das man lieber würde, so einfach ist das. Eigentlich sagt es der Jingle schon. Ja, Also, ich habe mir oder- so schon oder überlegt, der checkt Name. man? Ja. Checkt man entweder das oder das? Auch schon. Oh mein Gott, ich habe das falsch angeklickt. Ich habe gar nicht entweder das oder das angeklickt, aber das hätte ich so schon. Ja, das ist auch. Oh shit. Mach du zuerst. Mach ich zuerst? Also Ja. eigentlich habe ich 2 Lügen in Wahrheit wollen, aber jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Darum machen wir halt jetzt entweder das oder das zuerst. Mhm. Und es ist auch nicht meine Lieblingskategorie, also. Also ich habe so ein kurzes entweder das oder das. Also Mario. Ja, Entweder- wir warten jetzt ja schon recht lang. Entweder du kannst nie mehr lügen oder du kannst nur noch lügen. Was würdest du wählen? Hä, nie mehr lügen. Ja, ich auch. What the fuck? Imagine so, du musst alles lügen. Das geht ja dann gar nicht. Ja, das ist schon crazy. Wenn du alles musst lügen. Du kannst schon so klein lügen halt immer. Du Ja, kannst aber- so sagen, keine Ahnung, wie lange hast du gehabt von da bis da? Dann kannst du irgendwie 1 Minute mehr sagen, als du hast gehabt. Du kannst so wie einfach so klein aber- lügen. Studier mal, du tust fast bei jeder Aussage etwas sagen. Zum Beispiel, Ja. jetzt, wenn du jetzt gerade sagst ja, zwar, das ist nachher komisch, dass du lügen würdest. So. Aber das ist ja zustimmen. Ja. Aber Nein, ich so, meine nicht so lügen. okay. Ich meine mehr so, wenn dir jemand etwas fragt, dann sagst du einfach etwas, was nicht Etwas stimmt. So. Falsches. Ja, Nein, das ist nein. eigentlich immer Immer die lügen. Wahrheit sagen. Zwar, das Blöde ist dann, stell dir vor, so, Leute finden raus, dass du wirklich nicht mehr lügen kannst. Oh, das ist Nein, wie das so ehrenlos. ausnimmt, dann fragen sie so, Ja. Hast du mich gerne? Dann muss ich sagen, nein. hey, Ja. Flo. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt dich würde fragen?
Nein? Ja, nein. Ja, was ist das da? Ja, shit, ja. Ich würde mich verletzen. Wolltest du überhaupt noch einen Podcast machen? Nein, ich nicht. Ja, nein, shit. Ja, das würde ich in Ja, dem Fall weil safe auf die manchmal- Wahrheit. Findest du auch, manchmal sind so wie Notlügen okay. Ja, safe. Aber ja. Ah, shit. Da können wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ja, doch, also Ja. ich finde, Notlügen ist schon... Manchmal So, ist es halt. es gibt halt Leute, die schnell auch verletzt sind ab gewissen Aussagen. Und der tut, also ja, wie... Ich habe das Gefühl, manchmal sagst du halt wie einfach nichts gescheiter, anstatt dass du lügst. Weil ich finde eigentlich grundsätzlich ist es wie Lügen, ist ja für mich nicht gut, wenn ich immer das mache. So. Oder ich habe das Gefühl, so für mein Mindset, so mein Charakter ist es wie gar nicht geil, wenn man immer lügt. So. Ich habe das Deine Gefühl, auch für christliche Karriere. einem selber ist nicht so geil. Und dass ich dann auch in den Himmel komme. Ja. Nein, Spass. Aber ich habe das Gefühl, das tut mich halt auch so ein bisschen verändern. Mhm. Aber manchmal ist es halt wie für das Gegenüber scheiße, wenn du einfach direkt die Wahrheit sagst. Ich habe das Gefühl, das kann auch verletzend sein manchmal. Da stimme ich zu. Manchmal würde ich sagen, ist okay. Ja, da sehen wir uns im gleichen Das Game. ist noch ein ethisches Dilemma, oder? Falls drauf. Alles drauf. Geil. Weiter geht's. Entweder das oder das. Ich habe auch noch eine Frage. Geil. Wir spüren es langsam ein bisschen in den Nässchen, wir kleinen Pöller, hä? Die lieben Zuhörer, die Polarologie haben. Ich habe es im Fall nicht mehr so fest. Opfers. Das sagst du jedes Jahr. Und Aber- dann sagst du wieder, boah, Nein. ich spüre es wirklich mega. Ich habe früher ein bisschen das Problem gehabt, dass ich viel zu wenig Tabletten habe genommen. Und jetzt nehme ich jeden Tag eine Tablette und ich bin so ein bisschen gesaved auf den. Mhm. Ich weiss noch, letztes Eine Jahr... längt. Ja. Letztes Jahr hat es einmal fast aber nicht gelangt. Ja, oder vielleicht noch so eine am Morgen und eine am Abend noch. Aber wirklich so, dann habe ich es wie nicht mehr so. Ja, geil. Also Bro. läuft die ganze Zeit ein bisschen Hutzel zu, aber Hey, es stresst ja. keinen Meter. Das ist ja richtig Ja, geil. wirklich. Nehmt einfach Ja. Tabletten, was macht ihr? Ja, und es geht darum, Leute sind am Niessen wegen der Pollen Ja. oder auch sonst, weil sie ein bisschen krank sind. Wenn du um dich herum eine Person siehst niessen, ich würde sagen, das passiert bei mir vielleicht so einmal im Tag. Kommt das her? Ja, Etwa jetzt einmal auch im Tag, schon. so durchschnittlich. Keine Ahnung. Dann niesst die Person dich an. Boah. Dann ist sie so neben dir und dann niesst sie so Ja. an dich. So. Ja. Oder, immer wenn du niesst Leute an. Oh. Auf den. Und die denken sich dann so, Alter, was geht bei der so ein und so. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder eben, du wirst echt aber angenossen. Und ich würde sagen, du niesst ja häufig deutlich seltener, als du andere Leute siehst niessen. Oder? Mhm. Oder niesst du viel? Ich niesse schon nicht so viel. Also im letzten Monat viel, aber wenn ich nicht krank bin, dann eigentlich schon nicht so viel. Und so ein Boah, bisschen, halt, das Niesen kann man halt unterdrücken. ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Also wenn ich es unterdrücken könnte, dann würde ich einfach nie mehr in meinem Leben niesen, glaube ich. Oder wenn du ganz alleine bist. Oder ganz alleine, ja. Ja, das Das könnte stimmt. ja auch. Dann würde ich so. Also, aber wenn ich es unterdrücken könnte, würde ich das nehmen. Aber wenn ich es nicht unterdrücken könnte, würde ich das andere nehmen. Du kannst es unterdrücken. Also dann nehme ich das, was Das ich, ist einfach, wo ich also ich würde finde es einfach auch anniesen. maximal unchill. Wenn ich so meine Kollegen würde anniesen, ja, dann würde ich halt meine Kollegen anniesen. Oh nein, da hätte ich auch gar Juckt. keinen Bock. Ja, hätte ich auch weniger Bock, aber ja, das ist halt so. Ja, das Früher ist kann ich halt mal so. niesen. Stimmt. Easy, glaube wir entscheiden uns gleich. Wir Ja. entscheiden uns gegen das Niesen andere. Yeah, Faust. Falls drauf wieder mal. Da haben wir es ja wieder. Ja. Einfalls. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schnell noch so an einen Bunz brunzen. An einen Baum brunzen, weil ich muss ein bisschen dringend Jetzt ist fast aufsetzen. Schnur rausgekommen. Geil. Schon wieder. Ja, ich muss nachher auch an den Bundesbrunzen. Easy, Ähm, easy. Also, das war ein gutes entweder das oder das gewesen. Danke, Chef. Danke, Chef. Hey, ich habe noch ein Quiz vorbereitet. Na, Ja, soll ich mir mein tatsächlich. Handy geben? Ja, da haben wir nicht mal einen Jingle dafür. Du darfst nicht schauen. Ich habe so ein kleines Quizchen vorbereitet. Und zwar haben wir schon mal etwas Ähnliches gemacht, glaube ich, noch so mit Nutella ohne Essiggürkli. Und zwar so ein Animal Quiz, Animal Sound Quiz, wo du, glaubst, du hast Sounds abgeladen, ich musste herausfinden, was das für ein Tier ist. Ja. Das Mal ist es ein bisschen ähnlich, aber du musst herausfinden, ob der Sound von einem Tier stammt oder von einem Menschen. Oh, okay, das ist Ja. crazy. Weil es gibt halt wirklich Leute, die sehr gut Tiere nachmachen können. Ah, es, so. aber es gibt auch Tiere, die tönen wie Menschen. Aha, okay. Also es gibt wirklich Tiere, die wirklich ganz komische Sounds machen. Die werden es hören. Die werden verwirrt sein. Oh fuck, jetzt ist die Code weg. Ja, es ist 1, 2, 3, 4, 9, 9. Okay, danke. Ah, Mann. Falls ihr es mal findet, dass ihr dann könnt schreiben könnt. Ja. Halt schnell, Oh. was ist. Jetzt habe ich schon das Bild gesehen.
Aha, über das macht nichts. Easy. Das ist okay. Gut, wir haben jetzt hier den ersten Sound. Und der erste Sound fangen wir mal noch so ein bisschen easy an. Den kannst du vielleicht noch herausfinden. Ich weiss es nicht. Ich würde sagen, let's go. Ich sage, das ist echter Hund. Der ist eingeloggt. Ja. Also, und richtig. Yes, man. Ich dachte, ich kann dich so ein bisschen verwirren jetzt mit dem Sound. So. Ja, ich denke, es tönt schon so, aber so das Höhe so am Schluss. So das, nur so. Ja, das hast du ist schon schwierig. sehr gut nachher gemacht. Also, ich würde sagen, wir kommen einfach gleich zum nächsten Sound. Du hast schon einen Punkt gemacht. Und ihr könnt auch mitraten, wenn ihr zuhört. Let's go. Yes. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, irgendein Ente oder so. Ja, nein, ich sage, das ist ein Mensch. Das ist kein Tier. Falsch. Wirklich? Das ist ein Tier. Oh mein Gott, was ist denn Und das? zwar, ich muss schnell schauen, wie es heisst. Ptarmigan. Keine Ahnung, so eine Schneeente oder so. Irgendetwas. Alter, wie crazy ist das? Ja, das klingt wirklich lustig. Das klingt wie so eine... Könnte man so ein bisschen in Minecraft so ein Bewohner sein, der vielleicht sowieso macht oder so. Noch nie gehört, muss ich dir ehrlich Ja, gestehen. ich auch nicht. Aber das klingt wirklich crazy. Aber es wird noch verrückter. Darum würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Sound. Das ist vielleicht ein bisschen verrückt. Ja, das mal gut. Das mal gut zu. Nein, da hört man. Das ist ein Mensch. Logi? Ja. Richtig. Yes. Es ist ein Mensch. Ja. Ja. Einmal haben wir noch so, man hat so gehört, Schnaufen. ja, so, das hat es kaputt gemacht. Ja, aber es könnte auch irgend so ein Esel sein, der so... Die machen doch auch so. Ja, das kann sein. Ja. Also, ich würde sagen, dann gehen wir halt weiter zum nächsten Sound. Let's Yes. go. Das ist, Das ist noch so das Ding. Aha, jetzt habe ich Das gedacht- ist nicht mehr zum Sagen. ist jetzt das ein Mensch oder was? Oder ein Tier? Geht es um das? Ja. Oder geht's? Ob's wie... Also nein, vom Mensch einfach auch, es kann auch vom Mensch gemacht sein. Okay, ja. Das macht ja nicht der Mensch nachher. Ich sage, also das kann kein Tier sein. Es könnte jetzt so eine Maschine sein, oder nein, was? es könnte ein Tier sein oder halt wieder Sound gemacht. Aha, Nicht so. Tier oder nicht Tier, Ja, kannst du sagen. okay. Aber also das ist ja klar, dass das kein Mensch kann machen kann. So ein bisschen. Ja. Also so mit dem Mund halt. Ja, das sage ich nicht Tier. Nein, warte, das sage ich Tier. Bist du sicher? Ja. Eingeloggt? Ja. Falsch! Ja, hä? Das ist eigentlich so klar, Ja, hä? wirklich, ich habe mich eigentlich auch schon beraten gehabt. Hä? Ja. Ich habe so gedacht, wie random wäre es, das, wenn man so den Sound nimmt, so, also es ist ja keine Maschine oder so geplant. Ja, aber manchmal gibt es Tiere, die so tönen, wirklich. Ja, ich Das also ist gedacht, crazy. also ich bin auch richtig dumm. Ich also Ja. gedacht, vielleicht ist es ein Papagei, der so dumm. Sachen nachmacht oder so. Ja, doch nicht, hä? Doch nicht, falsch. Also, wir kommen doch zum nächsten Sound. Ah, es gibt noch mehr? Ja, Ja, Hilfe. sicher. Weird animal noises. Fuck, Mann. Ich habe es nicht rausgeschnitten. Aha. Ja, das war jetzt auch das Tier. Ich- Das Animal Ah, Noise, sag ich mal. Ich tue es gleich noch ablauen, es ist lustig. Weird animal noises. Sag mal das Tier. Weird animal noises. Lemur. Ah, okay. Die Das kennt klingt man schon nur wieder aus dem komisch. Film. Ich habe gar nicht gewusst, dass die echt sind. Was? Aus Madagaskar? Ja, glaub's. Oh nein. Was? Du hast nicht Digga. gedacht, dass das normal ist? Oder so, dass dass das die so jetzt... Oh, dass die so aussehen wie der. Ja, es gibt glaube ich verschiedene Farben. So ein bisschen. Aber Oh, die schon. haben wir in Tansania auf unserem Dach oben gehabt. Ja, sind die herzig. Die sagen dann immer Buschbabys. Und die sind so süß. Also wirklich, Lemuren, underrated Tiere. Die sind mega Nice, süß. nice. Ja. Aber manchmal passiert es mir so, dass ich so in ungeilen Situationen mein Ohrenpänkchen rausnehme. Und das habe ich jetzt gemacht. So, Dann nimmst du jetzt habe das ich es raus, wieder drin. Bro. Ja, außer es jetzt Hinterteil abgenommen. Okay. Yes. Also. So richtig Störung, Mann. Ja, immer die Unterbrechung hier. Also, jetzt kommt der nächste Sound. Let's go. Das ist ein Tier. Ja. Ja. Ja, korrekt. Man hat auch so gehört, gehört so den Sound. Ich nehme mal an, das ist irgendwie aus einer Haue, irgendeine Fledermaus oder so. Weil es hat recht gehauen so. Nein, es Wenn's- ist draussen. Oder ja, mal irgendwo was... Ich weiß es auch nicht. Man hat, Im so freier gehört, Wildbahn. man hat so gehört, das ist jetzt nicht jemand, der so ins Mikrofon das Geräusch probiert nachzumachen, sondern so wie irgendwo das wie aufgenommen mit einem Mikrofon, das viel Ja, das aufnimmt. stimmt. Aber das ist schon crazy. Stell dir vor, du bist so draussen und dann hörst du das Geräusch. Ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Sound. Das ist gut, da bin Ja. ich froh. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der schwierigste vielleicht.
Mega leise, sorry. Ja, ist schon gut. Ich sage was dir. Fuck. Ja, stimmt. Ja, Das ist doch wie ein grennendes Baby, das 1 zu 1. das stimmt. Aber studier mal, tu noch mal die Aufnahme abspielen. Wer nimmt das grenzende Baby so auf, wo... Das wäre ja in einem Zoo, an einem Strassenrand kein Plan, wo das Baby so 50 Meter weit weg liegt. So. Ja. Jetzt könnte ja sein, weißt du, von einem Video, wo jemand so die Landschaft filmt, im Ja, Hintergrund ist so okay. ein Baby am Schreien oder so. Stimmt, aber was ist das für ein Tier? So eine... Es ist... Ich weiss es auch nicht. Es ist so ein Vogel. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Pfahl Ja. oder so, aber... Es ist wirklich ein Interessant. schreiendes Baby. Das ist noch krass. Crazy Dickes. Ja, crazy Dickes. Nicht schlecht, cool. Ja. Danke fürs Vorbereiten, das war geil gewesen. Interessant. Hey, mega gerne. War übergeil. Spassen. Wir gehen mal so ein bisschen weirde Sounds von Tieren googeln. Ja, wenn ihr keine Googlen. Hobbys habt, macht das Wenn ihr mal. keine Hobbys habt, macht das, weil das ist wirklich noch interessant. Auch Geil. mit Hobbys ist interessant. Ich habe noch etwas vorbereitet. Man glaubt es fast nicht. Ich bin Na, so die Vorbereitete hier. Das ist jetzt wirklich krass. Ja, jetzt kann ich das abladen, was ich vorher abladen. Unsere Lieblingskategorie. Jetzt muss 2 ich aber noch Lügen in suchen. Wahrheit, oh mein ja. Gott. Achtung, Jingle ab. 2 Lügen und eine Wahrheit. Let's go. Let's go. Unsere Lieblingskategorie. Ich glaube, der Ja. hat die auch ganz gern. Ich kann mir das mal Keine vorstellen. Ahnung. Würde Mal, ich ich glaub- denken. Ich glaube, Leute haben gerne Kategorie 2 Lügen, eine Wahrheit und entweder das oder das. Ja, Weil weil das, man kann selber noch ein das bisschen ist so. mitdenken. Das habe ich auch gerne, wenn ich etwas anderes höre. das ist so. Aber es kann doch sein, wenn ich zum Beispiel beim Bügeln habe Podcast gehört und dann auf das Mal schweifst so ein bisschen ab, du musst es sehr gut zulassen, dass du wie kannst mitmachen. Weißt du, was Ja. ich meine? Ja, dass du wirklich mitratest, das stimmt. Du darfst die Darum. Geschichte nicht verpassen. Müsst ihr jetzt ganz gut zulassen. Spitze eure Öhrlis, meine liebe Rückwärtstelepiler. Ja, let's go. Wir fangen mit der ersten Story an. Oh, yes. Wahr oder falsch? Also. Und zwar war das so, dass ich früher mal bei meiner Gotte wieder daheim war und so übernachten halt. Und dann bin ich so bei ihr daheim und sie hat dann so kleine Küngeli gehabt, neue. Ja. Und die sind halt mega herzig gewesen. Dann bin ich so mit denen spielen und sie haben so wie so einen Auslauf gemacht, also so mit einem Zaun halt so. Ich weiß nicht, wie sagt man dem? Eigentlich so Einfach so Sussenkeg, oder wie? ja. Ja. Eigentlich so, dass sie wie raus können auf den Rasen, nicht nur mit dem Kegel drin sein. Ja. Und dann habe ich die... Ich würde so ein bisschen abheben. ich Also weiss weißt halt nicht, wie wenn ich das sehe in der heben. Kamera, oder wenn ich sehe hier die, und, Legt das so? ja, du hörst ja über das Ohr, wie es tönt, oder? Ich habe das Gefühl, ich muss viel näher haben, aber ja, das ist gut. Einfach so, dass der Eingang, du kannst so ein bisschen gegen runter haben, weil der Schall geht ja nicht gleich. Gut, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir haben ein bisschen Mikrofonskandal, Struggles hier. ich weiss nicht, wie man das Mikrofon hat. Schon easy. Ja, also. Einmal bin ich bei meiner Gotte mit diesen Küngeli am Spielen und in diesem Aussenbereich, so, wo sie Zaunen für die. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, so, ich darf sie hebeln und streicheln, aber nur, wenn sie dabei ist. Weil ich bin noch so ein bisschen klein gewesen, keine Ahnung, 5, keine Ahnung, so ein bisschen so, Ja. das Alter rum. Und dann hat sie gesagt, einfach, wenn ich dabei bin, ich tue dir helfen und so. Und ja, dann haben wir das gemacht und dann ist meine Gotte schnell reingegangen. Irgendetwas geholt, keine Ahnung, ich weiss auch nicht mehr was. Und dann habe ich aber die Idee, es ist so ein bisschen lang gegangen, aber ich wollte halt die Küngeli streicheln. Und dann habe ich halt selber so ein Küngeli genommen, so ein kleines, Ja. frisch gewohntes. Also schon so ein bisschen älter, sie waren dann schon so ein bisschen schöner gewesen. Und dann kennt ihr die, wenn sie so die Häschen auf der Hand nehmen und dann sie es einfach zappeln halt. Oh ja. Und dann ist sie so weg. Ja. Und ich bin halt so, ich bin so ein bisschen am Rand von diesem Zaun gestanden und habe es so gehabt und ich bin halt höher gewesen als der Zaun. Und dann hat es so mega angefangen zu zappeln. Und dann ist es halt so runtergekommen, oder ich bin halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Angst bekommen und dann ist es so wie fallen, aber neben dem Zaun, aber Nee, und nicht ins Hilfe. Keg zurück. Ja. Und dann haben sie auch noch eine Katze gehabt. Und dann ist die Katze in dem Moment gekommen und hat so wie das kleine Küngeli auf so fortgejagt. Es hat es nicht genommen ins Maul. Okay. Und dann sind die beide vorgesäckelt und sie sind weggesäckelt so. Und dann habe ich mega angefangen zu rennen, weil meine Gott ist nicht da gewesen und ich habe jetzt ihr Küngeli verloren. So. Obwohl sie mir hat gesagt, ich darf nicht. Ja, oder verfuttert, ich weiss nicht. Und dann ist sie so zurückgekommen und dann habe ich so gesagt, ja, das Küngeli ist vorgesäckelt. Und dann haben wir es gesucht, aber wir haben es nie gefunden. Und ja, dann, ich weiss nicht mehr, ob sie es dann noch gefunden haben, als ich wieder daheim war. Aber dann, als ich noch dort war, haben wir es dann nicht mehr gefunden. Und das war mega schlimm, weil Alter, das sie ist... hat mir noch gesagt, ich darf es nicht selber lüpfen oder so Krass. hebeln. Und habe es gleich gemacht. das ist... So Also, viel traumatisiert. das bedeutet ja der Tod für das Küngeli. Ja, wohl schon. Also, Alter, also ich das ist nehme aber jetzt mal schlimm. an, die Katze hat auch das Krass. getötet.
Krass. Oder so wollen spielen und dann aus Versehen, oder aus dem Schock oder so. Krass, wenn das stimmt, dann, ich habe das Gefühl, Das ist dann recht traumatisierend. wäre das prägender für dich und dann hättest du mir das schon mal erzählt. Ja, könnte sein. Ja, ich habe das könnte Gefühl, sein. das ist aber einem anderen passiert. Okay. Aber ich bin gespannt. Schreibt ihr in die Kommis, was ihr denkt, das ist richtig oder falsch. Ja. Also, wir gehen weiter zur nächsten Story. Und zwar sind wir sind früher immer viel in die Skiferien gegangen als Family. Und ein Jahr sind wir in die Lenzerheide in die Skiferien. Und dort waren wir so in einem Hotel gewesen. Und er hat so eine coole Buddy gehabt. Oder dann habe ich es mega cool gefunden. Dort. Und dann sind wir immer nach dem Skifahren, sind wir dann nach einem langen Skitag dort in die Buddy gegangen. Und dann hat es dort so geile Sprudelding gehabt. Man konnte so wie aufsprudeln. Dann Ja. konnte man so reingumpen, also Blätter und so machen. Und es hat nicht weh, weil es so fest hat gesprudelt halt so. So, Ja. ja. Das war echt weich gewesen. Und ich hatte dann ein Bikini gehabt, wo aber von so irgendwas wie AliExpress auch ist gekommen, oder auch von AliExpress, weiss auch nicht. Ja, es war nicht so ganz so gut gewesen, die Verarbeitung. Und dann haben wir dort die ganze Zeit so, sind wir reingekumpelt, haben so Blätter gemacht und so, mega den Spass gehabt, richtig toll gewesen. Und dann einmal bin ich so reingekumpelt, bin abgetaucht, dann bin ich wieder aufgetaucht und dann tauchen neben mir auch noch so meine Badhose auf. Oh, Ja. Und dann, also so aufgerissen halt so, auf beiden Seiten, Ja, weil es scheisse. eigentlich ja scheisse Verarbeitung war. Und dann war zum Glück nur eine Familie noch der gewesen, mit so 2 anderen Kindern oder so, ich weiss nicht mehr. So, nur eine Familie zum Glück. Und dann war es aber mega peinlich gewesen, dann musste ich ohne Badhose rausgehen. Und dann bin ich jetzt so in den Badmantel reingeschlüpft und dann, ja, aber wie alt bist du denn gewesen? so, weiss nicht, 9, 10? Nein, Okay. ich weiss Ja, ja, mal etwas so. Ich kann mir vorstellen, das ist die wahre Geschichte. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Okay, ich sage nichts. Ist gut. Das ist nur mit dem Blick. Also. Nein, vielleicht tue ich dich auch verwirren. Ja. Also, wir gehen zur letzten Story. Und zwar, ich bin so in der 4. Klasse, glaube ich, bin ich so neben meiner damaligen BFF gehockt. Nein, aber nur BF. Best Friends Forever. Ja. Aber einfach BF noch, sonst wäre es ja heute noch, oder? Ah, stimmt. Meine damalige BF. Aber damals, wir haben sogar mal ABFFS, keine Ahnung. Wir waren so solche gewesen. Ja, so ich kann mir das vorstellen. Die kühlsten von den kühlsten. Kühlsten von den Kühlsten, Yes. genau. Nein, wir sind so ein bisschen wir sind so nebeneinander gehockt halt und wir haben immer so ein bisschen also so ein bisschen mühsam sind wir so ein bisschen gewesen, kann man sagen, vielleicht. So ein bisschen- Wir haben manchmal dort mit im Unterricht, haben wir so angefangen, so irgendwie so zu schlägen oder so im Unterricht, so Wow. auf ganz unangenehm, ja, einfach so auf mühsam und dann so angemalt oder ich so, einfach so ein bisschen, so ein bisschen rüteln. Hör doch mal auf, so zu tun. Ja, ich kann mir das Findest du? vorstellen. Muss so ein bisschen so. Und dann einmal haben wir wieder so ein bisschen einen Fight gehabt, aber so ein bisschen normal, also einfach so ein bisschen freundschaftlicher Fight. Und dann habe ich so gesagt, ja, sie hat so einen Rossschwanz gehabt. Und dann bin ich so hinter sie hergestanden mit der Schere und habe so gesagt, wenn du so dumm tust, dann will ich deine Haare abschneiden. Und dann habe ich nur so tun, als würde ich ihre Haare jetzt so abschneiden. Aber dann bin ich so ein bisschen zu weit vorgegangen mit der Schere und habe ihr wirklich so einen richtig fetten Büschel aus den Haaren, aus dem Rossschwanz so rausgeschnitten. Und dann bin ich so da gestanden und sehe so, wie die Haare fallen. Und ich wusste, sie war so ein bisschen temperamentvoll gewesen. Und wenn sie hässig wird, dann ist sie halt wirklich hässig. Dann so, fuck, Ja. ist das gar nicht gut. Dann so, oh mein Gott, ich habe ihr jetzt wirklich die Haare abgeschnitten. Und dann war sie den ganzen Tag wirklich richtig mad auf mich gewesen. Und es war mega schlimm für mich, dass sie jetzt so mad war auf mich. Ich habe es gar nicht gerne, wenn man so Streit hat mit jemandem anderes. Ich esse mega gerne. Dann noch viel weniger. Also nein, ich kann das dann mega nicht handeln. So. Okay. Also dann konnte ich das mega nicht handeln. Ja. Also ich dachte, Scheiße, ich bin so dumm, wieso habe ich das gemacht? Oh mein Gott, das ist mega schlimm. Es waren nur Haare, aber Ja, sei. Dann ist es Nein, wirklich das, ganz, also das ganz, ist asozial, ganz das schlimm ist todesasozial. Ja. Also wenn das jemand, Aber ich ich habe habe jetzt es nicht so nicht lange extra Haare, aber wenn mir jemand würde wirklich eine scheiß Kante in meine Haare schneiden, dann hätte ich gar ja, nicht das gewusst. war halt schon scheiße gewesen. Ja. Ja, das ist wirklich ganz dumm gegangen. Und dann, ja, ist sie eben sehr verschmerzt gewesen für mich. Krass, die hat mich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Krass. Ich bin einfach ein bisschen verwirrt. Aber, nein, aber man muss sagen, du hast schon öfter so ein bisschen von diesen Schlägli-Aktionen und so mit deiner Kollegin dann erzählt. Und da ist die Story nie gefallen. Darum habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen, du hast so ein bisschen geschaut, so, was könnte ich erzählen? Ja, scheiße, dann ist schon alles erzählt, da finde ich wie noch jetzt nachher etwas dazu. Ich sage, das war so ein bisschen der Durchgang gewesen, oder der Ablauf.
Darum ich sage, erste Geschichte, das war Küngeli. Ist falsch. Zweite Geschichte, richtig. Und dritte Geschichte, falsch. Es gibt ein Strichchen mehr für dich. Das ist falsch. Das ist falsch, deine Aussage. Wieso gibt es ein Strichchen mehr für mich? Weil du Fehler hast gemacht. Bekommt man einen Punkt, wenn man es richtig hat? Wenn man falsch hat. Bekommt man einen Punkt? Ja, der mehr Punkte hat, der bekommt mehr Strafung oder ja, so. hör mal. Das habe ich nicht gewusst. Du hast schon immer verloren fast. Ja, ich bin richtig schlecht Das in ist dem. richtig schlecht. Früher bist du aber richtig schlecht im Probieren zu lügen. Ja. Gewesen. Aber du hast dich richtig gut gemacht. Du bist richtig gut in dem. Ich weiss ein bisschen, auf was man jetzt schauen muss, oder? Ja, sag mal. Ich kenne vielleicht einfach dich, dass ich weiss, wenn du mir das glaubst. Ja, aber schon. Sag mal, welche stimmt jetzt? Wahrscheinlich raten, ob die erste oder die dritte stimmt. Ja, die erste. Falsch. Die dritte? Ja, die Im dritte. Dings. Die, was du sofort krass. hast gesagt, ist falsch. So eine Loser. Nein. Okay, cool. Ja, Ja, die letzte nice. Aber stimmt. das ist, würde ich jetzt, da bin ich jetzt irgendwie, ich gucke so ein bisschen hässig auf dich, obwohl es mich gar nicht betrifft. Aber das ist Was wirklich fies. Hey, aber ich habe es nicht mal extra gemacht. Ja, ich bin genau gleich ich kann mir das nicht gewesen. vorstellen, wie du das hier so tust. So. Das ist es nicht. Schau, sie hat bei Darfst mir dann nicht. auch so da, sie hat mir so ein kleines Ding, weißt, so ein bisschen abgeschnitten. Ja. Und dann habe ich halt so da, dann tue ich bei dir echt auch grad. Und ich hätte doch niemals im Leben Ja, so ich weiß viel schon. Haar Aber ich abgeschnitten. sehe nicht die Reaktion, wie so der Tier, wie du so Hundemensch sagst, jetzt habe ich richtig Ja. Scheissdreck gemacht. Ich kann mir so vorstellen, Ja, wie du hier so wirklich stehst, fast so wie du so, abgerannt. als du kleiner bist. So. Ja, das war mega schlimm gewesen. Und das Ding ist so, Ja. neben mir ist noch eine andere gestanden und die hat dann so Jetzt so gesagt, gesehen. sie hat dir wirklich die Haare abgeschnitten. so ein Rätschig. Let's go. So, sonst Mega kann ich das assig. sagen. Ja, also würde ich echt verheimlichen und dann Ja, würde sie Mann. daheim so merken, hä? Geil, Mann. Ja. So, Cool, das gibt mir immer so schön ein bisschen gewesen. gutes Gefühl, wenn du das falsch hast. Das glaube ich. Ja, Das aber glaube es ich. ist schon noch ein bisschen gut. Also, Geil. cool. Das ist ja mega geil. Hast du noch irgendetwas Krankes vorbereitet? Wir müssen wissen, wir haben ein bisschen Akkuprobleme im Moment. Darum haben wir nur noch 2 Kameras von 3, die im Moment gerade laufen und wissen nicht, wie lange sie noch laufen. Wenn du etwas Geiles vorbereitet hast, dann kannst du das noch erzählen. Und sonst lernen wir einfach noch ein bisschen über die ungeilen Sachen. Das ist ja mega geil, wow. Ja, nein, wenn noch etwas mit Audio und so, weißt du, wo wirklich sehr cool wäre. Ah nein, mit Audio habe ich leider nicht. Oder sonst ist es entweder das oder das, 2 Lügen in Wahrheit. Nein, habe ich auch nicht. Und ich habe noch Fragen in diesem Fall. Okay, gut. Es gibt ja so die Funktion, dass man kann sich eingefrieren und wieder auftauen. Ja. Ich weiss nicht, haben wir schon mal über das geredet Ja, und aber im gefragt, alten Podcast. und gefragt, ob du das würdest machen oder nicht. Das weiss ich nicht. Ich finde den Gedanken echt noch interessant. Stell dir vor, man stirbt, man hat zum Beispiel Krebs und weiss, man überlebt das nicht und kann sagen, man kann sich eingefrieren. Mhm. Und mit der Chance, dass man in zum Beispiel 100 Jahren, wenn man die Krankheit kann retten wieder, wenn die Technik viel fortgeschritten ist und die Medizin, dann wird man wieder aufgetaut und die Krankheit kann man dann retten und kann auch dann weiterleben. Ja. Und du wärst so alt wie du jetzt. Also das wäre so wie in einem Jahr, müsstest du dir entscheiden, so, tust du dich jetzt eingefrieren oder nicht. Nein. Würdest du würde nicht? ich Nein. Ist aber Ich schon... würde wirklich nicht. Ich weiss nicht. Ich habe so das Gefühl, ja, also es kann ja gut sein, dass sie dann halt wie etwas haben, was mir rettet so. Aber ich weiss gar nicht, wie das dann will, so dann weiterleben. Ich habe das Gefühl, alles wäre dann so anders. Meine Kollegen wären nicht mehr da, alle vielleicht so gestorben. Wir müssen einfach mal mit dem klarkommen, auf das so drauf klarkommen, dass alle wie so weg Ja. sind vielleicht. Und die ganze Welt ist anders, sie kennen niemanden mehr. Ich habe das Gefühl, mir würde es eigentlich nicht psychisch gar nicht mehr gut gehen. Ja, es ist aber noch schwierig. Deswegen. Ich kann mir vorstellen, also wenn man sich so ganz ehrlich überlegt, stell dir mal vor, du kommst dann so, du wirst so aufgetaut und dann bist du so die Person, wo das passiert ist. Weißt du, wie ich meine? So, du bist eine sehr spezielle Person. Du kommst auch wie nicht mehr so aufs Leben klar. So, Leute wissen so, dann, du stellst dich vor und dann sagst du so, ja, ich bin eigentlich erst so seit einem Jahr wieder im Leben und habe so bei 70 Jahren eingefroren gewesen oder so irgendetwas. Ja, das ist Und- crazy. Ich weiß nicht, ob du irgendwo noch so Arbeit findest. Zwar mal Vor auch allem- schon. Ich habe das Gefühl, du wirst doch dann so ein wissenschaftliches Projekt dein ganze Leben lang noch willst. Auch schon, wirst immer so ein bisschen untersucht und so. Ja. Ich habe das Gefühl, so neue Freunde finden, ich weiß nicht, wie schwierig das ist. Ob man so in 70 Jahren noch so, da kommt man sicher schnell rein. Ja, du findest sicher immer überall wie Kollegen, aber also wenn ich jetzt in meiner Situation überlege und würde alle meine Kollegen jetzt verlieren, wenn ich wieder aufwache und so
wir haben eine mega coole Freundesgruppe und das ist so etwas vom Wichtigsten in meinem Leben. Und wenn ich dann würde aufwachen und ihr wären alle weg, ich weiß nicht, wie das verkraften so. Und auch so Family und alles ist nämlich so Ja, das nicht sehe mehr ich. da und alles ist anders, wir kennen niemanden mehr. Das würde mich... Ich müsste wie so viele Leute, die weg sind, so, das so verkraften irgendwie. Ja. Alles auf einen Schlag. Safe, da sehe Das ich den fände ich Punkt. schlimm. Aber halt, wenn du weg bist, dann ist ja die auch nicht mehr. Ah, dann merkst du es selber auch nicht mehr. Ja, dann ist es mir Ich ja weiss wie nicht, wie gleich das- eigentlich. Bei deinen Vorstellungen funktioniert. Also ich weiss ja nachher auch, wenn ich mich eingefriere, okay, wenn ich aufwache, sind die nicht mehr da. Und darum Safe. würde ich es nicht machen. Und du glaubst ja, dass man in den Himmel kommt, oder? Ja. Ja, Von von dem her meinem bist du Glauben echt her ist es safe. wie auch so... Von meinem Glauben her bin ich gesaved. Oh fuck, jetzt muss ich es abstellen. Oh nein, Oder? wirklich? Ah nein, das bin nur mein Gesicht. Ups, sorry. Ja. Ja, ich glaube, ich würde es nicht machen. Und du? Ja, ich nein. würde es glaube ich auch nicht machen. Du hast mich jetzt gerade umentschieden. Wow, krass. Du hast mich therapiert. Krank. Du hast mich Tust du mich immer therapieren? Du hast mich rückwärts therapiert. Falsch auf Hilfe. das. Ja, falsch. Ja. Oh Geil. ja. Ja, spannende Frage im Fall. Thanks. Soll ich auch noch thanks. etwas fragen? Nein, lieber nicht. Bro. Ich werde jetzt noch so die letzten 5 Minuten ein bisschen schweigen. Also. Nein, mach. Nein, ich habe noch eine lustige Frage. Vielleicht musst du noch heute ein bisschen überlegen. Aber, also, wenn ich mein Gedächtnis so verlieren so jetzt, was wäre so das Erste, was du mir über mich würdest erzählen so? So zum Erklären, wer ich war. Also, ich sage... Und Christ zählt jetzt nicht in dieser Antwort. Ja, ich würde sagen, so, der Glaube ist halt für dich eine sehr grosse Sache. Ja, Das kann voll. man hier im Podcast sagen, oder? Abgesehen von dem vielleicht. Darum würde ich das sicher erwähnen, aber dann würde ich so sagen, du bist so im Emmental aufgewachsen, so auf dem Bauernhof. Und dann... Oh, das ist ja mega ein falsches Bild über mich selbst. Nein. Und dann bist du aber nicht so richtig in diesem pure Lifestyle, aber so, du gehst gerne in die Stadt, gehst manchmal gerne in den Ausgang, so 2-3 Mal im Jahr. Und findest es aber dann aber irgendwie auch so ein bisschen lustig. Und du hast aber ein bisschen Geräte turnet, hast einen Hund, hast Geschwister, das so. Ah, geht es Okay. ein bisschen darum, dass die Leute hier Aber- erfahren, was du machst, oder was? Nein, ich will so, oder so etwas Konkretes, so ein bisschen. So etwas, ich weiss auch nicht. Ich würde so einfach so etwas, wo du so würdest sagen, ja, das würde so ein bisschen mehr noch so ein bisschen beschreiben vielleicht. Sag Oder mal, so eine Geschichte oder so irgendetwas. Ich weiss auch nicht genau. Sag Ja, mal, aber ich also habe hast du zu bei viel mir überlegt. etwas überlegt? Wenn ich Nein, es leider gegenfrage? auch nicht. Ja, scheisse, Die Mann. haben einfach random meine Fragen gefunden. Dann würde ich einfach so sagen, ja, dass wir zusammen einen Podcast machen und dass du dort hier einen guten Job ablieferst. Ja, nein, so, aber Hey. nein, dass wir Ja, aber so das ist lustig. früher das langweilig uns war und dann haben wir gedacht, wir können einen Podcast starten und das dann so ein Projekt ist geworden. Vor allem könnt ihr einfach meinen Podcast hören und wisst, wer ich bin. Safe. dann wieder. Und dass wir Crazy. so haben angefangen so mit einem kleinen Mikrofon im gehabt, so Stimmt. noch kein Mischpult und so. Und dann haben wir einfach so das so hergehauen und beide so da drin geredet Oh, am Schreibtisch. stimmt, Dass ey. wir jetzt hier... Das war schon krank gewesen. Ja, dass wir jetzt ja so richtig ein krankes Projekt am Start haben. Wir sind Wo noch richtig nicht, am ja. Durchziehen jetzt, man. Crazy. Ja, nein, aber so. Dass du da, ja, das cool ist, dass du da Oh, voll mit nice. dabei bist. Das ist ja, Das das ist ja beschreibt dich super. sicher gut, Hey. gell? Gut, ich glaube, ich würde bei dir sagen, dass man dir auch Papi Schurz sagt. Und dass, so ein bisschen, dass du so ein bisschen so eine... Wirklich so ein bisschen ein Papi bist für eine ganze Freundesgruppe, kann man Ey, sagen. das ist so süß. Ja, aber wirklich. Ich glaube, das würde so dir recht gut beschreiben. Du schaust immer so ein bisschen, dass es allen gut geht. Und so. Sehr So ein bisschen schön. der Papi-Instinkt. Yes, Ja. Mann. Hast du manchmal so ein bisschen Vatergefühl, wenn du so ein bisschen mit uns chillst? Ja, so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen, ja, also auf Ernst so. Ja, manchmal so ein bisschen Lehrergefühl, Schulklasse. Oh mein Gott, da dreht dann manchmal wirklich so ein bisschen durch innerlich. Wenn wir am Flughafen sind, ihr wisst gar nicht, wir haben so eine Freundesgruppe von so 12, 13, keine Ahnung, Leute, weißt du nicht. 13. Und dort hier gehen wir aber zusammen in die Ferien. Wir haben aber irgendwo im Ausland so eine Villa und gehen dort hierher und haben eine geile Zeit so. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, so im Buchen, bis auf das Jahr, da habe ich mir mal dagegen entschieden, aber sonst habe ich so Flüge gebucht und so Airbnb und so. Ja. Und das war oben am Flughafen immer so, ja, ich weiss halt woher und dann muss ich mit 13 Leuten, die alle irgendwie Oh. Koffer dabei haben, die noch das Gefühl haben, sie haben viel zu viel geladen und so, zum richtigen Gate und so. Und oh, Hilfe, da habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein Sonderschullehrer. Ja. Oh Mann, das ist wirklich... Das sehe ich. Aber ich habe noch eine Frage, ausser du hast noch etwas Ja. dazu zu sagen, aber ich glaube nicht, oder? Nein, das ist Oh, warte, super. sollen wir da Holzen sind da, oder was ist da los, hä?
Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, ihr wisst jetzt langsam, ich arbeite für einen Brock, ich mache manchmal so ein bisschen Räumungen. Was? Und dort hier habe ich mir schon überlegt, oder wir haben es mal zusammen diskutiert, so, wenn wir zum Beispiel Wohnungen, wir räumen eine Wohnung von einem so 80-jährigen Mann, der leider gestorben ist, dann habe ich mir schon überlegt, so, ob man dort hier halt gleich so sehr private Sachen findet. Weißt du, was ich meine? Früher Ja. so, Männer haben doch so, zum Beispiel, und Frauen haben so in den, ich weiß nicht, ob Spotify so nach Wörtern filtert und ob der Podcast dann irgendwie so, Ach, so Dings heftig. wird. Aber so Hefte oder so Ja. bestimmte Filme, wo so ein bisschen mehr Doch zu ein sehen ist. Schmuddelfilm. Genau, Schmuddelfilmer kennt sicher Spotify Ja. automatisch nicht. Ja, das ist ja Ähm, Berndeutsch. Ja. So, solche Sachen findet man dort hier irgendwie nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass so die Angehörigen vielleicht gleich auch am Anfang schnell durchgehen für irgendwie Schmuck oder noch Portemonnaie und so Sachen, wertvolle Sachen Ja. halt wie schon entsorgen. Und das rausholen. Und was ich mir gedacht habe, so, wenn jetzt zum Beispiel Leute bei euch im Spital sind. Weil ich glaube, ich habe das schon mal gehört, bietet ihr dort hier irgendwie so Heftchen oder so an? Oder wie funktioniert das? Gibt es so etwas bei euch? Also du bist jetzt nicht mehr im Spital am Arbeiten, aber du hast auch. Und wenn jetzt so... Boah. Gibt's das? Das ist jetzt eine gute Frage, ich weiß gar nicht. Ich glaube, so eine Situation habe ich jetzt noch gar nicht so erlebt, dass jemand so gesagt hat, er hat gerade mega Lust auf so etwas. Ja. Irgendwie. Ja, ist eigentlich auch verständlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wie unser Sozialdienst oder so Sachen hat, irgendwie. Gell, schon? Ja, aber ich habe das Gefühl, das würde er halt wie auch denen sagen. Dann. Ja, Und stimmt. nicht mehr, weil ich dort gearbeitet habe, bin ich wie noch in der Lehre gewesen. Mhm. Also dann, nach der Lehre habe ich das auch nicht wirklich erlebt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das kommt vielleicht mehr so in einem Altersheim oder so. Weil jetzt Stimmt, im Spital bist du Altersheim. krank und weiss nicht wie. Ja. Es kommt schon vor, dass sie sich befriedigen und so, dort das schon. Aber ich glaube, da hast weniger Bock jetzt noch so auf so etwas als Das stimmt, Ja. ja klar. du willst gesungen werden. Einfach mal. Altersheim hat wahrscheinlich schon so Zeug zur Verfügung. Ich habe schon das Gefühl mehr. Ja. Weil da gibt es schon viele, die auch das brauchen, um sich selber ein bisschen zu spüren und so. Wenn wir mal wieder einen Gast haben, wie im früheren Podcast, dann können wir die Person vielleicht fragen, wenn sie eigentlich schon mal im Altersheim gearbeitet hat. Aha, geschafft. Ja. So ein bisschen. Das können wir natürlich. Wäre Es lustig. gibt sicher wilde Storys. Es gibt immer ganz wilde Storys aus Altersheimen und so. Ja. Mit Leuten. Krass, So. interessant. Gut, ja, ich dachte, vielleicht kannst du hier noch ein bisschen Tease bilden. Was? Wie sie sich eben befriedigt und so. Nein, so das nicht. Aber Aha. einfach, was der tiefer so, ob der eben so Ja. Heftchen oder so ein Magazin, so wie früher und so. Shit, das weiss Ja. ich leider wirklich nicht. Genau. Aber ich weiss jetzt auch nicht so. Ah, Yes. ist doch speziell. Ja, das Schön. Gefühl, mittlerweile schauen sie das einfach auf ihrem Handy oder so. Ja, weil sie checken, wie, meisten. ich weiß auch nicht, alte Leute sind manchmal noch so ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Checken nicht so weit. Schön. Ja, ich glaube, ich bin fertig. Ich bin am Ende. Ich bin auch am Ende. Folge hey. 4 ist fertig. Krass gewesen. Folge 4, Erfolg, würde ich sagen. Erfolg 4. Ja. Fuck. Das war es. Das war der Anfang war cringe, der Schluss war cringe, passt. Ah, stimmt, das war ja die super. Folge. Ja, das war Ähm, echt eine gute Folge. Hey. was ich noch Ja. wollte sagen, wir tun wieder mal die Köder-Playlist aktivieren. Ah, ja. Das ist eine Playlist auf Spotify, die wir führen mit geilen Songs. Die ist wirklich Ja. gut. Der denkt so, ja, Playlist und so, das juckt doch nicht. Aber dann müssen wir mal reinlassen, Köder-Playlist, geben die Nicht schlecht. und dann seht ihr Rückwärtstherapie-Playlist. Checkt Ja. aus. Geht schauen. Zudem Ja, Instagram, TikTok haben wir auch. Und merci vielmals fürs Zuhören. Ist immer Bis wieder zum Freude mit nächsten euch. Mal. Tut uns noch ein bisschen Nachrichten schicken und Oh, Memos ja. oder so. Dann können wir dir auch mal unsere Folge Das stimmt. Ich weiss, so, immer schicken. so das so selber promoten, so ist ein bisschen engwillig, aber für uns ist es wirklich uninteressant, wenn halt Ja. auch Leute Sachen einschicken oder auch Fragen und so. Oder auch allgemein, wenn ihr Fragen habt, so, oder Sachen zum Erzählen. Memos sind immer perfekt. Wenn ihr eine lustige Story habt oder irgendetwas Genau. Tolles zum Erzählen, wie wir eigentlich hier erzählen, ihr dürft es wirklich auch gerne sagen, weil es ist schon So, lustig, glaube ich, von euch nachher so Sachen zu hören. safe. Macht noch Spass. So Yes. Memos ablassen ist perfekt. Ja. Und wenn ihr 2 Lügen und 1 Wahrheit habt zum Erzählen, dann am besten das Resultat als Screenshot schicken, so dass wir es einmalig wie können auftun können. Ja. So als Bild schicken, genau. Dann werden wir selber nicht gespoilert. Yes. 1000 Let's Dank. go. Und somit verabschieden wir uns. Tschüss zusammen. Tschüss. So, das war es mit der Rückwärtstherapie. Du schaust zwar immer noch grusig, aber vielleicht hilft die eine andere Folge. Tschüssi!